Schönen guten Mittag, die Damen und Herren. Ich begrüße mich dann ganz herzlich zu einer Pressekonferenz und dadurch am Namen von Franz Feuer vom Lex Dallas, die dann direkt noch mehr auch werden wird ergreifen. An dieser Pressekonferenz machen wir einen kleinen Rückblick auf die Chômage partiell und auf die sanitäre Krise. Und da wird man auch kurz den Arbeitsmarkt beleuchten und auch einen Ausblick gehen, wie die Regierung plant, in Zukunft weiterzuführen, was Teilzeitarbeit angeht, aber auch was denen angehen, die bislang bezahlt gehen und die dann auch vom Lex Dallas Ministerium geriert kaufen. Ich stelle fest, dass wir Arbeitsmarkt eine Reihe von positiven Tendenzen haben. So leitet den Taux de Chômage Ende Dezember 2021 bei 5,2%. Das ist das Niveau von Ugangs 2000, ein Niveau von vor der Pandemie. Der Stadtdeck den hat für 2021 ein Taux de Chômage ausgerechnet, den am Best Case bei 6,8, an am Worst Case bei 7,7% sollte liegen. Den Szenario hat sich glücklicherweise nicht konfirmiert. Am Jahresdurchschnitt lung den Chômage für 2021 nämlich bei 5,7%, also ein gut Stück unter dem Best Case von 6,8%, also bei 5,7 lung den Chômage an der Moyenne. Am Dezember 2021 waren 16.403 Demandeurs d'emploi Arbeitsmarkt disponibel. Gleichzeitig waren im Dezember 2021 über 10.000 freie Arbeitsplätze bei der ADEM deklariert. 16.403 Demandeurs d'emploi und 10.000 freie Arbeitsplätze. Können die so, dass sie dann ein relativ einfachen Exerzice für die zwei Mann zu bringen. Da tun wir aber für ein Podé und einer anderen Pressekonferenz schon konnte weisen, dass es das nicht so einfach ist, dass du musst gucken, was Fähigkeiten, was Kompetenzen von den Einzelnen sind, für den dann zu gucken, zu überlappen mit den freien Arbeitsplätzen, dass das nicht immer oben passt. Den Emploi zu Lützeburg geht trotz der Krise weiter an Lut. Die letzten Zahlen am Dezember die weisen, dass bei einem engem Jahr bald 18.000 neue Plätze geschaffen wurden, sodass der Emploi interieur am Moment bei rund 490.000 Plätze liegt. Auf 3 Jahre geguckt, haben wir ein Plus von rund 40.000 neuen Arbeitsplätzen heute in Lützeburg gehabt. Weil du das Chômage partiell geht, du wolltest einen kleinen Rückblick machen. Weil gerade erst den Rückblick machen, die du gerade am Kürzen dabei hast, dann kann das vielleicht aber komisch ausgesehen, aber ich meine, Rückblick, das hat die Regierung gemacht, die hat mein Vorgänger Dan Kersch gemacht, oder auch, was wir an der Chamberskommission, und du warst aber nicht so schlecht platziert, für du mal zu schwätzen, was du alles diskutiert hast. Am März 2020 am Ausbrechen vom den nächsten Covid-Fall zu Lützeburg die Regierung dezidiert, ob den Moyen vom Chômage partiell zurückzugreifen, für eine ganze Reihe von Arbeitsplätzen aufzusichern. Das Eden, die goufen für viel mehr Sektoren abgemerkt, wie das für drun der Fall war, für das Maximum von den Salarien davon auch konnte aufgedeckt gehen. Des Weiteren ist dann auch festgehalten gehen, dass den Chômage partiell für kein Salarié unter dem Mindestlohn sollte liegen. Und hat man auch einen kleinen finanziellen Bilan zu zeigen aus der Sicht vom Fonds pour l'Emploi. Insgesamt hat der Staat für bislang für die Jahre 2020 und 2021 1,2 Milliarden Euro au Chômage partiell und über 15.000 Employeuren ausbezahlt. Da goufen also ganz viel Arbeitsplätze gerettet. Über 160.000 Salarien
waren an den Jahren 2020 an 2021 von denen Mesuren hai betraff. Fairerweise muss ich sagen, dass vom März 2020 bis Juni 2020 über den Avancesystem verfolgt van hai konnte also sehen, dass die Unternehmen zu viel suchen für gestreckte Routen. Und das war natürlich dann noch zu remboursieren, dass die Abonnement réellement dû von 785 Millionen Euro kommen, und von denen Suen, die zu viel, von denen Suen, die zu remboursieren waren, sind dann auch effektiv 97,95% an den Staatstresor zurückgeflossen, also 97,95% goffen remboursiert, war der ganze Hagen to ass. Van dem Lab gehen ich dann noch kurz op den Horeca-Sektor an Sektor, die ganz besonders auch von der Krise betraff gouf. Insgesamt goufen 235 Millionen Euro und 1907 Employeuren ausbezahlt, an dat für 20.000 rund 20.500 Salarien. Wenn den du enke am Horeca-Bereich doch enke Welt opdeelen, dann kann ich so 15% für Hotelieren a 85% für Restaurant. So können die dat plus ou moins en gros opdeelen. Interessant ist auch zu gesehen, dass zum Beispiel am Oktober 2021 1500 Salarien aus dem Horeca-Sektor an der Kurzarbeit waren, und gleichzeitig aber auch 870 Open Plätze am Horeca-Sektor bei der ADEM deklariert waren. Also 1500 Salarien waren am Chômage partiell, und aber waren 870 Plätze Open Plätze am Horeca-Sektor bei der ADEM deklariert. Als Minister kann ich also nimmen die betroffenen Betriebe nach encouragieren, vielleicht mehr oft auf den Weg von einem prätemporaire de Main-d'œuvre zu gehen. Ja, das ist ein Moyen, den ist möglich, die geht aber nicht genutzt, können dazu, weil die ganze Dauer von der Krise, also an dem Sektor quasi kein prätemporaire de Main-d'œuvre gemacht gehen, aus unterschiedlichsten Gründen. An awer menggen ass de Meier, den ich sollte den Jobalfall Heinke wëll promoveieren, dat op dé soll Trick geraf gin. Ganz generell stelle man fest, dass weiterhin Leiit an dem Sektor gesicht gin, afir an allem an der Kichen an am Service. Dannerungen de lo an Kräfte sollen net de Betriebe erlaubben, die besonders op Hëllef ugewiesen sinn, fir déi auch weiterhin zu unterstützen. Wir müssen auch die Meinung, dass in Lösern eng Normalität muss zurückkommen. Nur über 2 Jahre Ausnahmesituationen, die man heute Lützeburg schon überhaupt an der ganzen Welt hat, mir auch heute Lützeburg hatten, noch als Sache Kurzarbeit geht darum weiterhin den Unternehmen, die Hilfe brauchen, sie zu unterstützen, aber auch gleichzeitig Wege zu finden an Normalität, wie man vor der Krise sich hatten. Das gilt dann noch für den Chômage partiell. Wir wollen Normalität, wir wollen aber auch eine Prävisibilität für die Unternehmen schaffen, aber wie den Übergang do dann ausgeseit, das zählt ich den Franz Fayo. Merci. Merci Georges, auch einen guten Mitten von meiner Seite. Ich meine, Ihre Schufenken ist zu erzählen, bis wie den Chômage partiell so lieber die nächste Monat ausgesehen hast, vielleicht ganz gut einen kurzen Punkt zu machen, einen kleinen Rappel zu machen, was den aktuellen Regime ist vom Chômage partiell. Das ist nicht immer evident, dat genet zu suivre, weil wir haben effektiv, wie die Georges Engel dat gesagt hat, die wird die letzten 2 Jahre, mehr wie 2 Jahre geschwind, am März gehen 2 Jahre, immer kontinuierlich den Chômage partiell adaptiert und Begebenheiten und die Evolution von der Pandemie, ob den Impact von der Pandemie auf die Wirtschaft, auf die verschiedenen wirtschaftlichen Sektoren, an dem wir
Avancen ausbezöllt hun, an dem er immer neue Sektoren a Wirtschaftsbranchen rageholen an so wirklich auch fertiggebracht hun als Ökonomie op ein ganz bret Aderweis zu stabilisieren. Dafür net immer einfach dat gené zu suivieren, und dafür ist gut für ein klein Piqûre de Rappel zu machen, wenn man die Expression erlaubt. Wir hunn fir den Moment eng Situation, wo man die Industrie, den Manufakturier akzeptieren, dass die klassischen Chômage partiell die Industrie as eligibel fir de Chômage partiell, das Regime, dem man seit den 70er Jahren hu seit de Chômage partiell gëtt. Entweder op Basis vun Chômage partiell konjunkturell oder strukturell, wann dann ein Plan de maintien dans l'emploi do ass. Dann hummer die sogenannten Sektor vulnerable, die den George Engel schon ugeschwert huet, dat sind déi Sektoren, die ënner der Pandemie leiden, die impactéiert sinn durch eng von denen Mesuren, die geholgi sinn am COVID-19-Gesetz, aktuell insbesondere die Mesure de Fermeture administrativ 11 Uhr, die hauptsächlich den Horeska betrifft. Do hummer am Dezember am Konjunkturrat décidéiert, dass die verschiedenen sektoriell Plan de maintien dans l'emploi, die gemacht gesinn, mat enger Reihe Föderationen géfe bis Ende Februar des Jahr verlängert gin. Die Plan de maintien dans l'emploi betreffen folgende Sektoren, das erstens natürlich den Horeska-Sektor, das den evénementiel, Lea, es sind noch Taxien, die Fédération des Taxis, Dula, das sind Trésagenzen, Fédération des Centres de Formation, Fedil Catering, Lebensmittelhandwerk, alles was Métier de Boujas, und noch Fedamo. Das sind die Sektoren, wo das Plan de maintien sektoriell, Plan de maintien dans l'emploi sektoriell gëtt, die also zwischen den Sozialpartner ausgehandelt goufen a vum Arbeitsminister homologiert goufen. Dei Plan de maintien dans l'emploi gesi fir gesinn de Prinzip vum Chômage partiell fir so awer net wafren Niveau vu Chômage partiell kann gigin, den gëtt vum Konjunkturrat aviséiert an der vum Regierungsrat desideiert. Wir haben am Dezember festgehalten, dass man für 4 Januar des Jahres und noch für Februar des Jahres ob maximal 25% von den Arbeitsstunden könnten Chômage partiell gehen an all den Sektoren. Ihr wisst, dass den Chômage partiell am Prinzip just oberst für die Membres von den Föderationen, die den sektorelle PME aufgeschlossen haben. Wir haben eine Exception allerdings gemacht, wenn es der Mesure de Fermeture am Horeska, haben wir eine Exception gemacht für Betriebe aus dem Horeska, die konnten alle Guten sich ummelden, für Chômage partiell zu kriegen, an nicht nur die Members sind an der Horeska. Das gilt sowohl für Januar wie auch für den Monat Februar. Das betrifft also Betriebe aus dem Horeska bis zu 25%. An all die Betriebe, die Nutzlokaler sind, natürlich insbesondere Diskoen, die können 100% von Chômage partiell frohen, also für die Gesamtheit von ihren Arbeitsstunden. Das ist den Ist-Zustand, den wir heute tun, und den wir auch für dem Konjunkturrat hatten, den wir heute Morgen gemacht haben. Da gebe ich gerne Arguen ob die kommenden Meint. Das große Prinzip ist, dass man den proposieren den Chômage partiell COVID-19, den ich just beschrieben habe, bis den 1. Juli 2022 progressiv auslaufen zu lassen. Das betrifft nach einmal just die sogenannten Sektor vulnerable, die ich just beschrieben habe, die vor der Pandemie, ich meine, auch das muss ich erinnern, die vor der Pandemie nie Achse hatten zum Chômage partiell, zu der Kurzarbeit. Wir kommen also dann dem Moment zurück auf die Situation von vor der Pandemie, weil das der Constat, dass man
Loser los mussssen zurück an eng gewisse Normalität kommen, an dat werd auch gut versäiert gin mat denen Äden, mat dem Park vun Äden, die de Lextelles je Stuno werd präsentieren, das wirklich durchgedro gin, das heide Chômage partiell an den Hand an Hand gin fir de Betrieber an der Iwergangsphase wirklich nach können beizustuen, aber auch für die nedsche Prävisibilität zu gehen, die nedsche Voraussicht zu gehen, op 5 Monate bis an Juni. Und wir mengen, dass das wirklich all den Betrieber, die sich auch müssen neu organisieren, neu strukturieren, wirklich genug Zeit gibt, für sich anzupassen und die neue Realität von enger Welt nur der Pandemie. Wir machen da dann paar Etappen, angefangen am Monat Februar 2022, also den Monat, den ihr könnt, weil dort Fermeture administrativ bis 23 Uhr noch immer en vigueur ist, können kriegen nach wie vor Altbetrieber aus dem Horeca-Sektor Access auf die Kurzarbeit. Mit einem Maximum von 25% von den Arbeitsstunden, mit der Ausnahme von den Nutzlokalen, die 100% von ihren Arbeitsstunden können indemnisiert kriegen. Eine andere Exception, die man am Bereich vom Horeca vorgesehen, und die betrifft einen ganz spezifischen Sektor, den extra schwer betroffen ist von der Pandemie, nämlich den vom Sektor von den Hotellen. Da gibt man proposieren, dass die für den Monat Februar nach 50% Access kriegen zum Chômage partiell. D'Hotellerie, wenn's den Reisrestriktionen, aber auch wenn's dem Impact von der Pandemie weltweit, notamment auf den ganzen Kongresstourismus, als extra hart betraf, an dieser Phase nach wie vor, auch nach dem Effekt von der Omikron-Weg, an du hast wirkliche Besoin, das haben wir auch heute ganz gut gesehen, an den Échangen, die wir hatten am Konjunkturrat, dass der Sektor wirklich ganz schwer ist. Also sind wir der Meinung, dass wir wirklich für den Monat Februar mit 50%, dann für die Monate Donau, März, April raufgehen, auf 40%, und Monat Mai, Juni auf 30% raufgehen. Mit dem Sektor von den Hotellen mit mehr einer größeren Intensität auch über das Chômage partiell abzufangen, wie die anderen Sektoren, die aber dann relativ normal können schaffen. Den anderen Sektor, den ein bisschen speziell ist, das ist der Sektor vom Evenementiell. Auch da wissen wir, dass der Evenementiell viel mehr hart betroffen ist wie all die anderen wirtschaftlichen Sektoren. Auch da haben die verschiedenen Mesuren, die an dem letzten Covid-Gesetz geholt sind, den Sektor extra hart getroffen, über die Mesuren von 2G+, aber auch über die verschiedenen all die Eventen, die aufgesucht wurden. Ihr wisst ganz gut, dass da keine Invitationen kommen, Rezeptionen, Neujahrsrezeptionen, aber auch alles, was so am Evenementiell ist, als am Ball alles aufgesucht ging, sodass auch der Sektor wirklich quasi flach liegt. Dafür haben wir auch dezidiert für den Evenementiell, das heißt, die Föderation Lea erwarten für die Catering und Lebensmittelhandwerk für den Monat Februar exceptionell bis zu 50% vom Chômage partiell von den Arbeitsstunden zu gehen und dann nur aber aufzugehen auf dieselben Niveauen wie die von den anderen Sektoren, die Julo wird an enger Sekunde wird auch beschreiben. Wie das alles kann en vigueur kommen, müssen Sozialpartner die Plan de maintien dans l'emploi sektoriell verlängern bis an Juni. Dat mengemer dürft nicht allzu viel problematisch sein. Für März, April, und das ist auch wirklich eine wichtige Prämisse, für März, April unter der Prämisse, dass natürlich die Mesuren, die Restriktionen, die aktuell noch en vigueur sind, dass die alle abgehoben gehen. Das heißt, du gehst mal davon aus, dass das wird geschehen. Das ist, wenn die Mesuren, insbesondere der Couvre-feu, auslaufen Ende Februar, dass die auch nicht werden erneuert gehen. Das ist natürlich ein optimistisches Szenario, wo man davon ausgeht, dass die Pandemie sich aber ein bisschen aufflacht an den kommenden Monaten. An der Hypothese geben Betriebe aus dem Horeca für den Monat April
März April just nach Akse kree wann se Momba sie vun der Föderation selwicht wie all die anderen Betrieber von den anderen Föderationen. Dat hicht do wärem de Plan de maintien dans l'emploi just gëllen 4 Membre von den verschiedenen Föderationen. Und wir geben auch proposieren, für den Moment auf 20% von den Arbeitsstunden Beruf zu gehen. Für den Mai, Juni, die letzte Phase also von dem Phasing Out, geben wir dann auf 10% Beruf gehen für all die Betriebe aus dem Sektor Vulnerable, die unter den PME sektoriell fallen. Nach ein Kehr haben wir etwas gemacht, wo wir mengen, dass es ein wirklich generöses System ist, wo man den Betrieber vierlauf gehen, wo man ihnen eine Perspektive gehen bis Anfang Juli, was ihnen mis so leben, sich neu zu organisieren. Nur 2 Jahre an 3 Monate schon mal partiell sind wir der Meinung, dass wir irgendwann ein Kado müssen rauskommen und an einen normalen Betrieb auch kommen, was der Chômage partiell angeht. Die wisst, dass der Chômage partiell kein Instrument ist für all Einzelbetrieb zu retten. Das gonnet méigich mir das ein Instrument, wat du ass fir dee Sektoren ënner dem ze greifen, déi vulnerabel sinn, die getraff gin vun enger Force majeure, vun engem Evenement, wat net fir auszegesi war an immer mat der Pandemie war man do wirklich voll an der Hypothese. Me lo wëssen man wat d Pandemie mat de verschiedene Sektoren mëcht. Betrieber wissen dat, sie können sich also umstellen, sie können ihren Plan d'affaires umstellen, also sie müssen sich da gegebenenfalls auch reorganisieren, für das alles abzufänken. Dafür kommen wir ab Juli 2022 rum auf den Chômage partiell von 400 Pandemie zurück. Das heißt, wir limitieren den Accès zu dem Instrument, ob Betrieber aus der Industrie. Nach ein Kehr, und das ist immer die große Reserve, die muss formulieren, wenn über die Pandemie schwätzt. Das Ganze ist natürlich unter der Bedingung, dass die Evolution vom Covid-19 nicht neue Lockdowns oder neue Fermetüren imposiert. Wir wissen mit dieser Pandemie, dass man nie durch à l'abri sind von einer Surprise. Details eng Propos gebe ich auch gerne betonen, die von der ganzen Regierung gedroht, die ist durch den Regierungsrat gang, die ist auch gut evaluiert und sie wird komplementiert durch die neuen Mesuren, Aidemesuren, die vom Minister von den Classes Moyennes direkt wird präsentiert gehen. So nicht merci. Merci vielmals. 22 meint, dass es hier das Lützeburg müssen an den nächsten Lockdown gehen. 22 meint hat den höchsten an der Hälfte, da waren immens schwierig für uns dann als Gesellschaft, die viel Salarien, und aber auch natürlich für uns Betrieber. Kaum ein hat gedurcht, was für die langen Orte wir alle gut bräuchten, auf für allem den Tourismus, Horeca an evenementiellen Sektor, den ökonomische Plan immer am stärksten durch die kleinsten Sanitärrestriktionen betroffen war, und immer auch als. Wir sind ja nicht über die Birsch von dieser Krise, aber trotzdem kann ich sagen, dass man ein Licht vom Tunnel gesehen. Und dafür muss man den Après-Krise präparieren. Seit dem Anfang der Pandemie setzt die Regierung auf Hilfsmesuren für als Betrieber können zu unterstützen, an Arbeitsplätzen auch können zu erhalten. Die Regierung hat nie gezeigt, Not zu bessern, zu adaptieren und Mesuren zu verlängern, wenn die Situation das doch erfordert wird. Das weisen noch die 11 verschiedenen Hilfsregime, die wir en place gesetzt haben, da wir über 550 Millionen Euro und als mittelständische Betriebe an und Independenten ausbezahlt haben. Es hat den Heinz an diesem Kader Leid von Almosen schwätzen. Ich meine aber echt, wenn das in Heim muss können von einem Invest schwätzen. Ein Invest an Zukunftsfähigkeit von unseren Betrieben, an einer Präparation von einem Après-Krise, dass wir in Zukunft nach Betrieben haben, die können funktionieren und die am Après-Krise stark durchstehen. Wir können weiter zu funktionieren, weiter als Ökonomie können zu unterstützen und auch weiterhin können das machen, für was sie da sind. Kein Betrieb will auf staatliche Hilfen zurückgreifen. Und ich weiß auch, dass es vielen Entrepreneuren schwer gefallen ist, für überhaupt so
Eden unzufronnen. Und Entrepreneur huet der Sänger DNA, dat den schaffe will. An schaffen, dass man es auch an Zukunft genau dorem werden könne kümmern, und zwar die mittelständischen Betriebe die bestmöglichste Kader können zu gehen, für können zu schaffen und noch hier Arbeit können machen zu lassen. Aber genau für durchher zu kommen, also nur wichtig als Betriebe zu helfen, für die Krise zu präparieren. Und das sowohl vom Herr Fayo wie vom Herr Engel schon angesprochen gehen. Der wichtigste Punkt ist Prävisibilität. Prävisibilität, dass Betriebe wissen, worauf sie sich an den nächsten Monaten können erstellen. Dafür alle Guten die Diskussion, die Präsentation, die vom Herr Fayo gemacht hat, für zu wissen, wo gehen wir hin mit dem Chômage partiell. Und eben gerade da ist es wichtig, den Chômage partiell an die verschiedenen Regime greifen, an den Nähen. Sie wichtig, dass sie komplementär sind, sie wichtig, dass sie mit den Nähen funktionieren. Dafür haben wir an der Regierung dezidiert, für über den Februar raus nach 4 Monaten, also bis Ende Juni, als Regime zu verlängern, an das an der Optik von einem Phasing Out. Wir machen das für die Betriebe, den Weg zurück an eine Normalität können zu vereinfachen, an eine Relance können zu begleiten. Wir wollen mit der Annonce der Betriebe Planungssicherheit geben, für das sie wissen, wohin wir werden an den nächsten Monaten steuern und auch wissen, wie die denn an der Chômage partiell in Zukunft wird ausgesehen. Als kleiner Appell, als Hilfsregime basieren am Moment für allem auf 2 Eden. Das erstens die Relance und zweitens die Coût non couvert. Beide Eden werden für 4 Monate an einer adaptierten Version weiterlaufen. Aufgrund von den neuen sanitären Restriktionen, die Stand von Haut bis Ende Februar laufen, besonders die Obligationen für die Cafés und Restaurants, Fermeture 11 Uhr abends oberlöst wird, hat man recht am Dezember, wo es dezidiert ist, die Intensität von den Eden noch oben angepasst an das bis Februar. Das war sowohl an der Relance, wo man von 1.000 Euro auf 1.250 Euro pro Salarié den schafft herabgegangen sind, wie aber auch an der Coût non couvert, wo man von der Klasse 6, also von der Base eligibel von den Depensen von der Entreprise 75% geholt und man daneben mit den starke Restriktionen 100% von den Chargen en Konsideration geholt und davon der Date ausbezahlt und das bis dem Monat Februar inklusive. Wir werden also vom März an bei der Coût non couvert op den allen Niveau von der Heicht von der Aide zurückkommen. Der Heicht et ginnnerem 75% von der Charge d'Exploitation für die Berechnung von der Aide zurückbehalen. An davon ginn dann je no Gräes von der Entreprise, wie doch schon biselo war, 70 oder 90% von den Kosten vom Staat überholt. Für das zu kriegen, muss ich noch weiterhin nach einem Pert von mindestens 40% vom Chiffre d'affaires von 2019 können vorweisen. Das wird vom März an sich auch nicht mehr nach Hébergementsbetriebe richten, weil diesen Sektor auch nach mittelfristig den Impact von der Krise wird spüren. Am Business-Tourismus wird Reprise, so wie doch schon geschwart Ginas natürlich viel mehr losgreifen, wie auch alle Guten, die international Etüden dat weisen. Für Hotellerie an Diana biswell eligibel Sektoren, dat heescht Restaurant, Kaffee, den evenementiell, Kultur, den Divertissementssektor, Anfang von neuen Autoren, wird de Relance weiterlaufen. Das auch bis Ende Juni. Hier muss ein Per zu mindestens 25% vom Chiffre d'affaires vorgewiesen gehen. Wir werden noch hier ein Phasing Out vorgesehen. Für die Betriebe natürlich ein dusen Übergang an Normalität, ohne Äden ab 1. Juli dann können zermeschen. Vom März bis April als eng Direkthilfe von 1.000 Euro pro Salarié die schafft vorgesehen. Am Mai und am Juni leiht diese Montant nach bei 500 Euro. Salarien am Chômage partiell, die haut nach wo d'Entreprise haut nach eng Aide von 250 Euro pro Salarié, den am Chômage partiell ass, wird nicht mehr konsideriert gin. Dat heescht, dass also wann ein Salarié an der Entreprise am Chômage partiell ist, werden sie nicht mehr können iwwer de Fonds de Relance eng Aide von 250 Euro können kreen, das bis Juni inklusive. Ich will zum Schluss natürlich noch betonen, dass das ein Szenario von Aiden, von Chômage partiell, so wie die Regierung das auch
an den letzten Monaten, an den letzten 22 Monaten, die die ganze Krise schon annonciert wird, ein Szenario, das natürlich voraussetzt, dass aus sanitärer Sicht mal in einer Sortie der Krise befannen, an dass auch keine weiteren Restriktionen auf die Ökonomie werden durchkommen. An der Vergangenheit immer Techt vun den Äden op die reell Erschränkungen fir d'Ökonomie ugepasst, och wann dat ganz opwennech war an ëmmer Adaptationen hun missen gemerk gin. Die Regierung as sech eens, dats man als Betrieber bis zum Schluss vun dieser sanitäre Krisevolle begleden, fir och no dëssen schwieren Zeiten nach kompetitiv a stark Betrieber zu Lützeburg zu hunn. Merci. Die hat gerade gesagt, dass man aus sanitärer Sicht aus dem Weh aus der Krise raus sind. Inwiefern ist das dann kompatibel mit den Gesprächen über eine Impfpflicht? Dass man natürlich als Äden sowohl den DD-Regime wie aber auch den Chômage partiell immer die Sanitärsituation aufpassen. Natürlich und den darüber die letzten Monate gesehen, ich habe gesagt, 11 verschiedene Äden-Regime, die immer angepasst sind. Das letzte Jahr nach am Monat Dezember, wo ihr gesehen habt, dass neue Fermetüren kommen sind, sie haben um 11 Uhr oben Sperrstunden, wie aber auch Rassemblementsregeln, die changiert haben und das gerade da, wenn es wichtig ist, dass wir immer aufpassen. Dafür wenn man an der Situation sind, Covid-Gesetz im Moment nach bis den 21. Februar, dann sind heute die ab März, sowohl schon mal speziell WT, die ab März werden greifen. Immer in der Kondition, dass natürlich nicht unter sanitärer oder dass man dann an den Kader von einer Reprise kommen. Erfahrungswerte aus den letzten 2 Jahren weisen ist, dass immer Männer Demonten an denen Main doch kommen sie, weil die Situation immer besser war. Mir die wichtigste Message von uns Prävisibilität. Wir müssen den Betrieber Prävisibilität geben. Wir können den Chômage partiell wie funktionieren wir weiter, für dass die Entreprisen noch können, ob sich auf das erstellen, was wird kommen. Der ist raus. Catherine Kurzawa de Paper Jam. Monsieur Engel a pointé du doigt les chiffres encourageants sur le front de l'emploi pour justifier la diminution puis l'élimination des aides. Je voulais savoir s'il y a d'autres paramètres qui ont encouragé cette décision. C'est ma première question. Et la deuxième question, c'est que dans le secteur Oresca, on m'a confié redouter l'impact de la hausse récente des coûts de l'énergie ainsi que ceux de la main-d'œuvre qui va donc entrer en collision avec la mise à l'arrêt de ces aides. Est-ce que vous ne craignez pas un effet boomerang dû à cette conjoncture? Merci. Merci vielmals. Ich meine, für direkt die zweite Frage vorzugreifen. Wir schwätzen hier, alles, was präsentiert ging, sind Covid-Äden. Das heißt, sowohl die Chômage partiell wie die Äden, die ausbezahlt gehen, sind Äden, die ausbezahlt gehen, weil man Restriktionen haben, die einer sanitären Krise verschuldet sind. Und dafür das natürlich auch schon eine Antwort sind auf Probleme am Sektor wie in einer sanitären Krise. Der andere Seite, die Zahlen, die präsentiert gesehen vom Herr Engel, just für Herr Froh, pardon, können Sie nicht? C'était par rapport au fait que les chiffres sont encourageants sur le front de l'emploi. Donc je voulais savoir s'il y avait d'autres paramètres que les chiffres encourageants sur le front de l'emploi pour justifier l'arrêt des mesures. Merci vielmals. Wir gesehen eben gerade, dass Demanten, die wir rankriegen, wenn man ein Screening natürlich von allen Demanten sowohl an den Netkunden und Couverten wie an dem Fonds de Relance, den wir im Ministerium rankriegen, an den letzten Monaten ganz stark raufgegangen sind. Wir schwätzen hier von 75 bis 80% Männer Demanten, die wir kriegen für verschiedene Regime. Muss ich aber natürlich der Fairness halber dazu sagen, dass die Äden, die ugefrot ginn nach können bis März ugefrot ginn. Das heißt, wenn ihn am November, Dezember Perten hat oder am Oktober, da kann ihn den nach bis März ufroen. Trotzdem
wat man den hegen Zeitite gesinn hunn, wann Fermetüre komplett Fermetüre waren oder so, sind den direkt eng 2-3 Wochen no Aufschloss vun dem Mount Minister rakom, fir sehr wie méich kënne Liquiditäten an Betrieber ze kreien. Do si mal lo, dass den ganz starke Trickgänge sind de Monten, dass ganz viele Betrieber aus der Aide Counon Couvert, die greift bei enger Perd vu 40% vum Chiffre d'affaires, Rofgange sinn op eng Aide Relance, die greift bei enger Perd zu 25% vum Chiffre d'affaires. Und das war so gut an der Aide viel Manner Betrieber hun dercht, dats auch eng ganz rich Betrieber gut keine Aide können ufroen, weil se Perten net tun, sodass man do an enger gewisser Reprise sinn. Den Hängel wo noch komplettieren. Vielleicht noch wo dabei so wird den Herr Delle so gesot huet, wann den gesäit dass Zölle vum Arbeitsmarkt haut déi sinn fiieren der Krisen ass dann datgen en optimistischen eng optimistisch Vu, déi ja woch real igentwo ass, weil se awer weis, dass ma als gut erholl hunn aus dieser Krise an da wann noch fees, dat zusätzlich dat regioniert dat wat den Herr Delles Lograt gesot huet, dass man am Joar 2021 eng Progression vum PIB hat vu 7%, an das Prognos fir 22 3%, 3 nach Komma Appes bedeit. So könne ich schon von enger méi positiver Vu ausgoen, fir dat Schnabelschmerz dann och positiv entwickelt. Oui, Olivier Loyance pour l'essentiel. Une question concernant le chômage partiel, mais par rapport aux dégâts liés aux inondations de juillet dernier. Sont les chiffres de décembre du chômage partiel. 11 entreprises avaient déposé des demandes. Je voulais savoir ce qu'il en était aujourd'hui. Bien, also, pour ce qui est des inondations, nous avions encore pour le mois de février 10 entreprises qui avaient introduit des demandes au titre du chômage partiel force majeure, donc pour les inondations, chiffre plus ou moins égal.